So Leute, zurück bei Anno 1800, wo es für uns noch viel zu tun gibt, bevor ich, ja, sagen wir mal, zufrieden bin mit den ganzen Ereignissen. Und fürs Erste doch mal sagen, lassen wir die alte Welt hinter uns. Dann sieht ja generell gesehen nicht so schlecht aus, wie es sein könnte, nicht wahr? Ja, hier wo wir gar kein Öl mehr brauchen aktuell. Das heißt, bevor ich mich hier verpisse, mache ich das noch ganz kurz. Die Ölverteilung nämlich, da haben wir irgendwie in Bright Sands irgendwie nur 200. Dann mache ich jetzt mal logischerweise den kompletten 400. Und den hier, okay, den hier schmeißen wir mal raus, Ditchwater. Aha, gut, das ist vielleicht ein bisschen falsch. Hier, hier wäre es richtig, wa? Oh Mann, so. Ölverteilung, komplette Ölverteilung hier. Eventuell hier noch, muss man mal gucken, ob wir da überhaupt brauchen. Hier momentan über Gas, bin gespannt, wie lange das gut geht. Und dann, ja, wir haben letzte Folge die Speicherstadt hier gebaut. Und während wir noch am Warten sind, dass hier auch die zweite Bright Sands noch erforscht wird, wollte ich eigentlich noch was anderes machen, beziehungsweise genau, hab den mal auf Reisen geschickt, damit ich immer ein bisschen Materialien verladen kann. Ich immer zu wenig Materialien habe, das kotzt mir langsam selber ein bisschen an. Ich wollte eigentlich nochmal ein Luftschiffchen hier, aber ich will es auch nicht übertreiben. So. Ja, ist gut. Mann, ey. So, bauen Sie zusätzliche Module, um Ihre Speicherfunktion hinzuzufügen. Allerdings, manche Module haben Funktionen, die Sie bereits kennen, wie zum Beispiel Depots oder Reparaturkräne. Hier sind sie allerdings platzsparender. Okay. Depots oder... Das klingt dann schon mal gut, das heißt, ich werfe die alle schon mal raus. Bye, bye. Weil er meinte ja, das sind hier platzsparender, demzufolge geiler und demzufolge brauchen den Rest nicht mehr. So. Also was kannst du jetzt alles? Module. Jedes Modul bringt dir aus Speicherstadt zusätzliche Vorteile. Wenn Sie die Güterklassen ihrer Exportmodule steigern, können Sie weitere Module errichten. Okay. Module brauchen keine Verbindung zur Speicherstadtverwaltung, um funktionieren zu können. Platzieren Sie einfach irgendwo im Hafenbereich. Module, die direkt an die Speicherstadtverwaltung angrenzen, ohne Straßen, bringen allerdings einen zusätzlichen Attraktivitätsbonus. Das ist nicht schlecht, wa? Von dem her. Was natürlich irgendwie krass ist, die Attraktivität steigt ja enorm damit, wa? Krass. Ich meine, seien wir ehrlich, Speicherstadt können wir überall bauen, so ist es ja nicht. Die können wir auch hier wiederum bauen, so ist es ja auch und... theoretisch auch die Attraktivität dieser Insel erhöhen. Ich weiß nicht mehr, wo das schon da war. Hier. Umweltverschmutzung, ja, Instabilität, Feierlichkeit. So die Frage, was überhaupt alles bringen würde, oder? Wenn ich das noch ein bisschen weiter, noch attraktiver machen würde. Ja. Ich bin noch ein bisschen... Ich meine, das ist jetzt neu für mich. Deswegen müssen wir erstmal gucken, was überhaupt alles kann und so. Und dann können wir weiter gucken. Die Hafenmeisterei kann ja auch eigene Module hinpflastern. Dann tun wir schon mal geil. So Hafenmeisterei mäßig, nicht wahr? Depot, Anlegestelle, Reparaturkram, bla bla. Exportbüro. Ich überhaupt schon mal irgendwas machen jetzt hier. Nochmal so, by the way. Wie geht das überhaupt? Warten auf Captain Morris. 13 Minuten warten, okay. Anzulauf anzeigen haben wir gar nichts. Keine Sorge, Freunde, wir gehen gleich in die neue Welt, aber ich muss erstmal hier jetzt ein bisschen das Ganze auf Vordermann bringen, so erstmal gucken, was man überhaupt genau machen kann. Globale Importeure, okay, die Dinger könnte ich... Tauschverhältnis 1x1. Okay, dann muss man quasi erstmal freischalten, wa? Was ich mich ein bisschen frage, deswegen das mit der Speicherstadt und so, wo ich die am besten bauen soll, weil, naja, die Idee war ja wirklich mal ursprünglich, kann ich hier nochmal zeigen, dass Northern Bay quasi echt wie eine
wie eine Zentrale wirkt für Waren. Plus auch noch ein bisschen Produktivität, sag ich jetzt mal. Also gewisse Sachen kann man hier produzieren. Aber vor allem natürlich Deepwater ist die Hauptproduktivität, die hauptproduktive Insel. Bowie ist auch ein bisschen. In Bright Sands sind halt die ganzen Einwohner. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Jetzt ist es aber natürlich so, wenn man es ganz Die Waffenruhe anders betrachtet. Wenn ich hier die ganzen Einwohner in Bright Sands habe, heißt das ja im Umkehrschluss auch, dass ich die ganzen Endprodukte hier brauche. Weil, ob ich jetzt irgendwie, sage jetzt mal, Schweine drin habe, interessiert die Adligen nicht, die wollen ihre Wurst haben, fertig. Und ihre Seife. Deswegen, Endgüter hier wichtig, ganz Produktionsschritte, die Güter sind hier unwichtig. Weil ich hier noch nichts produziere, kann ich hier alles lagern, da ist klar. Und hier produziere ich halt zum Teil etwas, deswegen doch hier zum Teil gewisse Waren, die ich von Provis oder so irgendwie holen muss. Die andere Frage, wo ich mir jetzt auch so stellen kann, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, Bright Sands, da wohnen alle meine Leute, da hätte ich auch alle möglichen Waren drin. Vor allem Endproduktionswaren. Und dann hier wiederum Northern Bay eben die große Frage, aber nachher alle Materialien, also egal, ob es Rohstoffe sind, ob es, wie es jetzt irgendwie hieß, von wegen Güter, erster Klasse, zweiter Klasse, Endprodukte, wie auch immer, scheißegal, was ich habe, in Northern Bay sammelt sich eigentlich alles. Also hier produzieren, hier verwenden und hier lagern. So ein gutes Viergestirn. Wäre eigentlich nicht schlecht, nur das, was ich mir dann halt frage, ist, wie viele Schiffe brauche ich, um die Waren so zu verteilen? Ich meine, klar, im Prinzip dann einfach, ja, das ist halt die Frage, war. Wenn zum Beispiel Waren von Deepwater, oder wenn ich für gewisse Produkte in Deepwater zum Produzieren habe, zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Eisenbarren, Eisen produziere ich in Bovis. Macht es denn Sinn, wenn ich die Eisen von Bovis erstmal hier nach Northern Bay schippe und von Northern Bay wieder hier hoch? Macht irgendwie nicht so wirklich Sinn. Und damit mit dieser Handelskammer so ist halt, ja, ihr könnt sie eigentlich auf jeder Insel auch errichten. Das ist vielleicht sowieso dann die große Frage, oder große Frage ist halt irgendwie auch etwas, wo man sich sagen muss, okay, das ist vielleicht sogar das Endziel, dass man sich sagt, hey, ich brauche so ein Teil auf jeder Insel, damit ich halt jeweils das richtige Produkt, was ich brauche, importieren oder exportieren kann. Ich ja auf jeder Insel auch eigene Produktionsgüter habe. Weil dann bräuchte ich keine eigenen Schiffe, die hin und her schippern. Dafür, sondern ich brauche wirklich nur Schiffe wie die, zum Beispiel Zeppeline, die zwischen Welt hin und her fahren, alle Waren nach Northern Bay schippern und hier wiederum verteilen sie auch wieder intern, wo ich es halt gerade brauche. Auch hier zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, Zigarren zum Beispiel, was hier so schön ist, wie der die Zigarren liefert. Macht Sinn, das überhaupt erst nach Northern Bay zu schippern und dann von hier aus wieder nach Bright Sands oder bringen es direkt nach Bright Sands, weil hier brauche ich es ja im Endeffekt auch. Wiederum hat das ja mit Import und Export nichts zu tun. Ne? Also mir, wenn ich mir sagen würde zum Beispiel, hey, Kaffee, ich habe irgendwie zu wenig zu produzieren, bitte, ich möchte es gerne importieren. So. Dass jede Insel eigentlich... Moin, moin. Was? Wer meldet sich da? Also der. Und dass jede Insel eigentlich für sich selber stehen würde. Weil die Waren brauchen immer nur auf die jeweils einen Insel und nicht global. Die Einwohner sind ja global. Also zum Beispiel wirklich alle Einwohner in Bright Sands hätte. Das ist also etwas, wo ich eben unsicher bin, weil je nachdem, wo ich dann sage, hey, ich möchte doch irgendwie sowas wie jetzt haben, Speicherstadt zum Beispiel, also die nur hier auf Northern Bay haben und hier alles importiere, exportiere, damit ich alles schön voneinander getrennt haben kann. Klingt zunächst nicht schlecht, aber eben, wenn man halt die ganzen Schiffe braucht, um von A nach B und von B nach C und wieder von A nach D zu schippen und so, ist natürlich auch ein bisschen kacke. Muss halt erstmal gucken. Deswegen jetzt erst einmal, auch für diejenigen natürlich unter euch, die das bereits alle schon kennen und sich fragen, oh nee, Michael, wieso machst du das so und so? Alles ein bisschen, ich muss noch ein bisschen herausfinden, wie das Ganze funktioniert.
So, bitte weg mit dir, du gehst mir auf den Sack. So, erstmal gucken, was wir überhaupt... Ah, pass mal hier hin. So. So. Ich sehe gerade die Obergrenze, mehr geht momentan sowieso nicht. Wir werden hier sowieso gerade von Obergrenze quatschen. Also, Handelsverträge. Was? Wow. Ja, okay, machen wir direkt mal. Beziehungsweise gleich. Erst einmal ganz kurz gucken. Ich brauche halt die ganzen Kackwaren. Ich brauche es vor allem hier auch hier unten. Aber jetzt wäre es eigentlich besser, wenn sowas hier schippern würde. Also eigentlich erstmal hier alles ein bisschen hochstufen war, beziehungsweise Lager auffüllen. Naja. So, der Kumpel hat gerade unterbrochen. Was war das schon wieder? Depot erstmal. Wie viel haben wir überhaupt jetzt auf der Insel insgesamt? Riesiges Kontur und andere plus 600. Okay, das heißt, der selber hat 100, die war also noch 100. Okay, gut. Das Depot. Theoretisch können wir noch weitere Dinge hier bauen. Für Ladekar, für gute Ladezeiten für riesige für hiesige Schiffe. Da ist halt die Frage, was würde sich überhaupt lohnen? Fügt einen zusätzlichen Sockel auf den Items Radio Sparerstadt hinzu. Alter, okay, ganz klar 5 haben wir, und dann haben wir schon 3. Okay. Ja doch, ich kann mir schon vorstellen, dass man die Sparerstadt doch auf jeder Insel, oder zumindest mal auf 2 Inseln, vielleicht auf 3 Inseln war, dass ich einen Beachwater, Bright Sands und Northern Bay brauche. Vielleicht sogar, oder sage ich am Schluss sogar, hey, ich brauche Northern Bay gar keine mehr. Das ganze Konzept, was ich jetzt habe, hier ist sowieso kacke. Aber ja, das sehen wir dann später. Muss ja alles erstmal ein bisschen ausprobieren und erfahren. So, Export, Import. Er wollte irgendwie was. Was war das schon wieder? Hier. Captain Morris trägt Ihnen auf, einen Export-Import-Vertrag aufzusetzen und eine Ware auf die nächste Güterklasse hochzustufen. Öffnen Sie das Menü. Neuen Vertrag auf, indem Sie eine Exportware und eine Importware auswählen. Und dann die Pyramide weiter nach oben und Sie ein besseres Tauschverhältnis. Okay. Wir nehmen deswegen, ist halt die Frage, wenn ich, jetzt habe ich hier die Sparerstadt, okay. Jetzt mal angenommen, ich habe eben hier diese Güterdinger, da ist mir klar, das wusste ich vorher schon. Wir müssen halt diese ganzen Importeure, die ganzen Waren und auch hier müssen wir alles erstmal freischalten. Damit wir überhaupt erstmal alles tauschen können oder importieren, exportieren können, alles klar. Aber, wenn ich das auf einer Insel gemacht habe, wie sieht es mit den anderen Inseln aus? Muss ich da jedes Mal pro Insel das wieder neu machen? Neu upgraden halt? Oder zählt so eine Sparerstadt, wenn ich das einmal freigeschaltet habe, zählt das für alle Inseln an der Welt oder sogar für alle Welten? Das nächste Frage, kann ich das überhaupt in jeder Welt bauen? Naja. Erfahren wir alles noch, Freunde. Das sind ihre potenzielle Exportwaren. Fahren Sie dabei drüber, um zu sehen, wie viel sie jeweils schon exportieren haben. Das Exportvolumen, noch haben sie nichts exportiert, also liegt das Export bei 0. Okay. Ich könnte mal, was nehmen wir da irgendwie? Eine Endware? Komm, Zigarren haben wir sowieso viele. Dann packe ich das hier rein. Tauschverhältnis mal 1. Ernsthaft? Okay, hier unten geht noch gar nichts. Und Lemon und Co. Können wir mal durch Seife. Okay, aber gucken wir mal an. Da heißt 50 Zigarren würden mir 507 Seife bringen, wenn ich das richtig lese. Tauschverhältnis 1:10 ungefähr. Okay. Das sind jetzt die aktiven Verträge. Haben wir natürlich noch nichts, das ist klar.
Am besten sie eine Exportware. Exportvolumen 0 von 1000 Tonnen. Okay, gut, ihr kriegt jetzt sowieso auf 500, also insofern passt das schon. Tja, dann gucken wir mal, ob das wieder so funktioniert, wa? Wie gesagt, wir müssen alles ein bisschen ausprobieren. Ist auch kein Ding, wa? Also, das kriegen wir schon hin. Ups, wollte gar nicht. Und noch nicht zumindest. Hier, Forschungspunkte wollte er eigentlich. Da ist im Gange, sind wir auch bald dabei. Können natürlich ein bisschen forschen noch. Talententwicklung, wie immer. Neue Talente braucht das Land. Verdammt, ist ein bisschen teuer hier. Siederei, Stadtteilbau, das Gebäude Holz. Negative Attraktivität, minus 100%, okay. Dem Handwerk zolle ich höchsten Respekt. Da wird das teuer. Ein echter Gentleman weiß stets die Kunst seines Barbiers oder Schneiders Zu durch viele ein paar Waren Münzen einmal. zu würdigen. Fucking Stahlträger. Was? Hochradwerkhalle und Nähmaschinenfabrik statt Stahlfabrikgebäude Eisen? Okay, jetzt nichts. Dario der Maschinenbauer, doch, der ist geil. Wegen den Zusatzwaren. Taschenuhren und Phonographen. Ja, lecco mio am Sacco. Ich meine, klar, wegen Stahl war aber das Gebäude Eisen, das ist jetzt nicht so weiter wild. Aber generell ist es geil. Alter, die ganzen Entwicklungen dieser Spezialisten. So. Hätten wir da schon mal Freunde, dann eben schicke ich ihn nochmal hoch, weil er braucht nachher wieder Waren. Ja, einen Dauerauftrag machen dafür, ganz ehrlich. So, das wie gesagt lassen wir fürs erste Mal noch. Da will ich nachher optimieren. Müssen wir erstmal jetzt ganz kurz gucken, bevor ich jetzt in die neue Welt verschwinde. Mal alles ein bisschen überprüfen. Vor allem die Endwaren sind natürlich wichtig. Das passt noch so. Rum haben wir, wie gesagt, keinen, das ist klar. Schokolade ist zu wenig, darum kümmern wir uns gleich. Der Rest passt lustigerweise noch so. Maßanzüge gehen, glaube ich, zurück. Ich bin ja nicht mehr ganz so sicher. Hat langsam zurück, deswegen ist der Pfeil nicht nach unten gedrückt. Dampfmaschinen. Ja, okay, das interessiert mich sowieso nicht. Doch Baumaterialien. Gas. Nimmt ab -1. Okay, da muss ich vielleicht dann nochmal in der Arktis gucken. Aktuell hole ich, glaube ich, immer so um die 17. Ja. Ist natürlich nicht viel, was ich aktuell produziere. Noch bin ich nicht steif gefroren. Freut euch doch. Die Frage ist, ob man die auch noch ein bisschen upgraden müsste. Okay, wird ein bisschen schwierig, wenn ich keine Bretter habe. Ja, die Kriegsschiffe kann ich eigentlich... Oh, die Kriegsschiffe überhaupt noch? Ja. Kampfdeck bereit machen. Hier sowieso voll. Also das von der Produktivität hier, das stimmt soweit. Das ist für meinen Geschmack ein bisschen zu viele Techniker, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Und zu wenige Entdecker. Aber es hat ja auch hier mit dem Zeppelinbau zu tun. Ja, okay. Genug Dampfmaschinen, dafür keine Segel mehr. Das ist natürlich sowieso teuer. Einfluss 4, wobei können wir wieder 2 bauen. Rein theoretisch. So. Moment, da muss ich ganz kurz hier... Ich weiß, ich wollte eigentlich diesen jetzt machen. Wie gehabt. Fleißige Biene. Ja. Den du jetzt da oben, das ist ein bisschen kacke. Machen wir es anders. Zum Upgraden braucht ihr was genau? Nicht auf, solange Nur es einen Holzbretter. Zufluchtsort gibt. Dann machen wir hier dann mal ganz entspannt eine temporäre Route. Ich hoffe, ich schnall's es künftig noch. Und zwar einfach mal 10. Was mir persönlich noch fehlt, ist, dass ich einzelne Stationen hier, einzelne Frachtplätze irgendwie beschriften könnte. Das wäre noch geil. So, genug Spaß, zurück in die neue Welt. Wir waren schon lange nicht mehr so hier. Beziehungsweise, zurück hier hin. Ne, ist ja klar, hä? Wir haben gesehen, uns fehlt Gold und uns fehlt Kautschuk. Dann den Perlen habe ich sowieso nie ganz verstanden. Woher habe ich die Perlen bekommen? Ich muss irgendein fucking Item gehabt haben, mit dem ich irgendwie Perlen erzeugt habe. Kautschuk, okay.
Nicht schlecht. Das mal verkauft oder so? Oder werde ich... Das muss so gewesen sein. Oh, außer ich habe irgendwann mal verdammt viele Perlen eingekauft und habe einfach kaum was gebraucht. Weil das Problem bei den Perlen ist, weil die wieder garantiert importieren müssen. Ganz schön knifflig im Moment. Ja, weil eben, ich kann... Kacken Goldschmuck kann ich halt nur mit Perlen machen. Das geht nicht anders. Ist aber jetzt auch nicht so ein Weltuntergang, wenn es dann nicht mehr gehen würde. Auch noch in einer neuen Welt. Gut, theoretisch. Warte mal. Mal ganz kurz gucken, damit ich hier nicht irgendwie was falsch verstanden habe. Baumaterial, nee. Also, Perlen, Gold, die kommen aus der alten Welt, die sind im Arsch. Und Kautschuk. So, die Dinge sind ein bisschen Arsch. Muss ich hier ein bisschen gucken. Problem ist, ich habe keine Welt, wo ich Gold haben kann. Es gibt sowieso nur ein paar Welten, Gold sage ich schon, wo ich Perlen anbauen kann. Hier zum Beispiel. Die Welten habe ich halt nicht mehr. Ja, das heißt, ich bin ja sowieso am Arsch. Gibt es so eine Welt, wo man Perlen anpflanzen kann? Ernsthaft jetzt? Gut. Die Insel ist ein anderes Thema, da finde ich auch so schade, dass man hier nichts mehr machen kann. Aber ja, hier ist halt alles schon zerstört und so. Ist noch eine Aufgabe für uns. Kein Interesse. Ich muss natürlich mal die Fruchtbarkeit hier ändern. Das wäre natürlich mal eine Situation, hier wird es echt mal lohnen, die Fruchtbarkeiten zu ändern. Ja, da wäre eine Option. Zeit für mich, die Netze auszuwerfen? Ich hoffe, Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. So. Erst einmal. Kaff neue Welt, ja, das macht Sinn, ja, ich will ihn, aber warum den? Schneiderin. Schneidergeschäft. Ernsthaft hier abladen? Haben wir ganz kurz hier. Setz dich lieber. Der Punsch hat nichts mit. Soll ich Ihnen zeigen, wie das geht? Das Lager ist voll, Rippe. Ich weiß, dass das Lager voll ist, Kumpel. Ich frage mich nur gerade. Ich bringe ja eigentlich alles hier zum Schmiedelhof. Alter, ey. Im Chromefall natürlich raus in eine Stadt, wo... Das wäre vielleicht mal was, weil ich irgendwann mal das Gefühl habe, okay, jetzt bin ich in der alten Welt soweit durch, wir haben nichts mehr. Dann kommt der mega Ausbau in Chrome Falls. In einer geeigneten Umgebung würde ich mich besser entfalten. Gar keine Pilzmäntel mehr. Ja, ich habe es angehalten, das stimmt soweit ja auch. Wobei eben, seien wir jetzt mal ehrlich. Habe ich nicht sowieso hier viel... Gut, viel zu viel ist jetzt hier natürlich auch nicht mehr der Fall. Aber hier habe ich eigentlich zu viel... okay, gut, es sinkt ein bisschen, da haben wir schon gesehen. Was? Ich habe keine Wolle mehr? Wir haben kein Wolle Petri mehr. Sorry. Das war der hier. Das Gebäude Wolle. Das führt sie zu uns. Krass. Der Wolle wird es nicht zugedacht. Fällt aber eigentlich auch zu wenig. Okay. Muss hier ein bisschen mit der Wolle noch gucken.
Michael wollte eigentlich in die neue Welt gehen. Ja, ich weiß. Ich habe hier dezente Probleme, Freunde. Nee, ich war ja eigentlich schon in der neuen Welt, aber eben es geht darum, dass ich ein bisschen optimieren will. Und dazu gehört ja nicht nur das eine oder das andere zu optimieren, sondern direkt alles zusammen. So. War das irgendwie was? Nee, das hier hat keinen Einfluss darauf. Das heißt, ich kann den wieder rausnehmen. So, jetzt werdet ihr für eine Weile genug Wolle haben. Garantiert. Ich will sogar noch was anderes bauen. Krass. Ja. Damit wäre das Wolle-Problem hier gelöst. Dafür das Problem noch nicht so ganz, weil ich habe zwar den hier beeinflusst, die Jagdhütten, noch jemand anderen, der die Jagdhütten beeinflusst. Ja gut. Warum nicht? War, kann man nochmal versuchen. Dann muss ich hier den ganzen Wald ein bisschen anders machen. So. Wieso mache ich das Ganze? Ich mache das aus dem Grund, weil ich nachher die Beziehung zwischen dem Kap und der neuen Welt beenden möchte. Wenn ich ganz ehrlich sein darf. Und zwar möchte ich eigentlich nur noch... Jetzt in dem Fall, wo ich halt die Waren hier brauche, dass das halt zwischen... Ja, der alten Welt und dem Kap austrage. Und ich meine neue Welt auch noch integrieren muss. Er produziert da unten sowieso nichts mehr. Vielleicht sogar dann mal mit dem Endziel, dass man irgendwie sagen könnte. Generell, neue Welt, alles was die importieren, exportieren, kommt halt direkt von hier, von der alten Welt her. Und damit hat sich's. Das ist noch nicht so optimal. Das hätte ich eigentlich ein bisschen anders auch bauen können, ich Trottel. Ja, eben, dass sagen wir einfach, hey, okay, das hat sich jetzt damit. Wäre eine Option. Jetzt mal den da unten, wenn das so klappt, ich habe keine Ahnung. Dann könnten wir auch die ganzen Wege uns so ein bisschen einfacher halten. Indem wir sagen, okay, jetzt muss da wieder zwischen der und der Welt hin oder Kap zur neuen Welten so und sagen, hey, nee, komm, ich hatte die Waren schon in der alten Welt, dann kann ich irgendwie vom Kap oder Arktis oder wie auch immer, da auch in die alte Welt. Spart vielleicht sogar ein bisschen Zeit vom Weg her, keinen Plan. Könnte aber sein. So, Druidensicher, Unterhaltskosten. Vielleicht jetzt nicht so krass. Der Effekt. Hier muss ich noch ein bisschen gucken. So, hier grätscht direkt rein, wa? Macht gar nichts, komm. Ja, komm mal, wenn es so ist, kann ich den nach unten platzieren noch weiterhin. So, dann noch ein bisschen. Dann könnte das sogar noch was werden. Noch ein bisschen nach oben. Es fällt immer Der ist eben noch schwer, da. dort anzuknüpfen. Damit, so. Das Kabäuschen kann dann woanders hin. Wir müssen auch optimieren hier oben. Aber ein anderes Mal. So.
5 Jagdhütten. Das Ganze im Vergleich zu nur 2 Schneidereien. Ja, sagt die noch hier, keine Wolle, keine Wolle. Hier kommt die Wolle, das sind 3 Stück, Alter. Hätte wohl reichen. Ich habe sonst nichts, wo ich Wolle brauche. Wir sind wohl auch schon eine Weile gebaut. Es sagt ihm nachher keine. Oder zu wenig. Ich erzähle ein bisschen an. Dann machen wir einfach hier oben nochmal eine hin. Ne, komm, ich mach's hier. So, werde sowieso brauchen. Der Ziel da oben ist, spielt keine Rolle, dann habe ich hier 4 Stück, dann wird das auch wieder funktionieren. Das heißt, wir gehen in die in neue Welt natürlich, sorry. Dann haben wir den hier. Da eben da mit dem Pelzmäntel, schön und gut. Beeinflusst Weberei, Stickerei und Schneidergeschäft. Ja, wobei eben so wild ist die jetzt auch nicht. Also mache ich mit dem hier eine andere Route. Import, Export stimmt zwar noch, aber ich mache da nicht mehr das Cup. Nee, das ist Schnee von gestern. Kannst du knicken. Wir gehen hier hin, machen Deechwater. Schicken ihn nach oben und dann kannst du mal ein bisschen Waren einladen. Ich darf auch wieder mal die Folge beenden, Freunde. Ja, schon längst soweit. Kacke. Nee, komm. Muss auch ein bisschen, darf nicht übertreiben, ganz ehrlich, weil ich muss ja auch hier Deechwater bzw. Bright Sands gucken. Machen wir erstmal 100, war. Und gucken, wie das so läuft. Der war sowieso auf dem Weg. Ja, gut. Dann machen wir hier mal annehmen. Dann haben wir hier Cup, neue Welt. Cup, alte Welt. So. Gut. Dann stimmt das hier auch wieder. Wir sind wieder zurück. Also sprich, hier haben wir jetzt ein Schiff schon mal weggebracht. Wenn man dem so sagen will. Wir müssen hier noch gucken, was wir hier so machen können. Das wird auch lustig. Dann haben wir auch noch hier. Genau. Freunde, aber darum kümmern wir uns in der nächsten Folge, genauso wenn die Schiffbrüchig ist. Der hier. Der ist hier. Höhe stabil. Kriege ich direkt mal hier hin. Nochmal ganz kurz einen Ausflug hier hin und bevor ich die Folge beende, nochmal gucken, was hier jetzt so abging. Warten auf den Captain. Ah, jetzt zeigt es mir nochmal an, oder was? Okay. Ja, ist klar, sind alle gesperrt. Und jetzt? Ja, da ist klar. Eben quasi, kann man hier sagen, meine Zigarren in dem Fall sind 10-mal so viel wert wie die Seife. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Oh Mann. Zigarren ausgegangen. Verzeihung, Captain Morris ist irgendwie etwas im Arsch. Ah, Güterklasse legendär, okay, da heißt, die muss ich erst mal. Okay, von mir aus. Exportvolumen 1000. Hey, da heißt, wenn ich das geschafft mit dem Exportvolumen 1000, kann ich aber die 4 direkt freigespielt. Nur einen davon, nein zu beiden. Gut, ja, das haben wir schon gesehen, das ist momentan noch uninteressant. Habe ich schon. Ich muss entscheiden, was das Beste für unsere Sache ist. Ja, zumindest in den 6 Minuten wissen wir mehr, Freunde. Was für ein Dilemma, was für ein Dilemma. Mal gucken, wie es hier also aussieht. Sieht das so scheiße aus da drin? Komm schon. Kannst du mir jetzt nicht erzählen. Nee.
davon sieht man gar nichts. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Freunde, hier ist ein schöner Graben, wo er einfach drüber latschen kann. Nee. Ja, das ist doch scheiße, Mann. Was soll denn das? Wieso braucht Captain Morris so lange? Ja, weiß auch nicht. Vielleicht ist er wieder irgendwie dran. Ja, du weißt schon davor, sie und so einsamer Captain ist er die ganze Zeit besoffen. Hallo? Jump and Run! Ja, mit Jumpen klappt es und mit Runnen noch nicht so richtig. Wow. Okay, Freunde. Wie es genau hier weitergehen wird mit diesen... Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen wird. Es sieht zumindest schon mal cool aus. Und der Typi ist auch voll bei der Arbeit. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.